Von aus Marius ist mein Plan, unsere Gedanken ein bisschen nach Jerusalem zu drehen. Wenn wir denken an, wie 2000 Jahre 3, was passieren wird, so wenn wir unsere Gedanken dahin drehen, dass wir in der Zeit, wo es sehr drack wird, viele Menschen kommen dort hoch, diese Zeit im Jahr wollen das Passafest feiern, sodass wir eine sehr dracke Zeit. Viel ging da an in der Zeit, wo sie reden an den für das Passafest, also die fangen an, der Weg vorher all, kommen viele Menschen von weit rundum, von Ram Jerusalem, kommen von weiten Breit, kommen dahin, sich bereit zu machen für das Passafest. So, und Jesus zurück, haben seine Jünger und viele, was mit an Top kamen, die kamen auch, die mögen sich am Weg nach Jerusalem, kriegst es da andere Leuten, bitte mit Jesus wird ein bisschen anders, heute kamen am anderen Weg nach Jerusalem, dann gereist aus der anderen Leuten. Und mir ist es interessant, diese Geschichte einmal eben zu lesen. Da sind viele verschiedene Dinge, die da angehen in den Weg von Sonntag bis Stille Freitag oder bis Ostern. Ich will nicht von all den Dingen reden, was da passieren, was wir abgeschrieben haben, weil das wir nicht heute ein Mal ist, davon alle zu reden. Aber ich will Wortpunkten, was ich von reden will, was mir abfallend sind und Serien sind. So, das erste, ich dachte, wenn wir denken an all die verschiedenen Menschen, die in Jerusalem nankamen, das ist nicht von beschrieben, von eins ein, was da auf dem Weg abgereist wird in Jerusalem. Aber von Jesus, als er am Weg wird in Jerusalem, haben wir verschiedene Dinge. Und ein von denen wären, wo er eine gewisse Person heilen wird, ab dem Weg nach Jerusalem. Ich dachte, das wäre interessant, was er danach tut, dass er all drack wird, mit sich recht zu merken, nach Jerusalem anreisen, dann hier weiß, bei hätte nach wem. Und diese Geschichte finden wir in Markus, das 10. Kapitel. Ich will mit dir davon lesen, von dessen ein blingen Mann, was er hier weiß, bei jenen dort. Und das wird all Judasfahrt dort, wo er in Jerusalem anreisen dort. Aber war ich nur Jerusalem endlich. Das sagt er dann kam sie nach Jericho, also Jesus, als Jesus mit seinen Jüngern nach einem Schauf andere der Stadt verleiten, also aus Jericho rückkam, sagt Bartimäus, ein Blinger, wie Timäus ihn sehen, war ich in Prag hat. Also hier wird ein armer Mensch, das hier wird ein armer Mensch, der stünde am Weg, oder sollte am Weg in der Prag hat da. Und das wird ein blinger Mensch, ein blinger Mann. Und als das hier, dass das Jesus von Nazareth, wie fängt an zu schreien, Jesus, du darfst ihn sehen, hab Mitleid mit mir. So als die hier wird hier wirklich zu tun, hier wird sie eine Gelegenheit, wo Jesus kann begegnen. Er wird vielleicht von denen oftmals gehört haben, dass die heilenden Menschen geheilt haben, sie wieder. Und hier wird sie eine Gelegenheit. Vielleicht hofft sie, dass das die letzte Gelegenheit sein wird, was jemals wird kriegen. So hier wird sie eine Gelegenheit, so schräg, lüd, aus der vorbeigehen wird. Aber das sagt, viele beschwächten armen Seelen, er soll still sein. So haben vielleicht gedacht, wir sind am Weg in Jerusalem, wir haben bessere Dinge zu tun, als uns hier kommen um einen armen Mensch, einen armen, blinger Mensch. So viele Menschen, die beschwächten haben, sagt dort. Aber er überfängt bloß so viele Leute an zu schreien. Du darfst ihn sehen, haben Mitleid mit mir. Und was hat Jesus? Er beschwächt ihn euch, und er hängt euch vorbei. Dort sagt Jesus, stund still und seht, Raubarm. So Jesus, der nimmt sich nach tief vergessen, Raubarm. Dann sehen sie zu dem blingen Mann, sie getraust, steh ab, er lässt die rauben. Und sagt er schmeißt seine Kleider zu sie und sprang ab und ging nach Jesus. Und Jesus frug ihn, was er für ihn tun soll. Der blinge Mann sagt, Meister, ich will sein können. Das hat ihn verlangt. Er sagt, ich will sein können. Jesus frug ihn und er gab ihm diese Antwort. Jesus sagte ihm, go, du bist durch den Glauben geheilt. So Jesus sagte ihm, er soll gehen, er wird geheilt. Krieg du, kann er sein. Aber er ging durch weg. Er sagt, er folgt Jesus nur. So er hat nicht eine sehr lange Zeit gekriegt, Jesus nur zu folgen hier auf Erden. Aber diese Zeit noch er war. Er ging mit ihm mit. Er ging mit Jesus mit und folgt ihm nur. So eine sehr interessante Geschichte. Also für mich, weil das als eine von der letzten Heilungen, die wir beschrieben fing, in Gott sein Wort in der Bibel, von was Jesus getan hat. Eine von der letzten Personen, die er geheilt hat, bitte Lothar, wo wir noch mitlesen, von wem er noch geheilt hat. Dort wird ein von seinen Feinden. Aber hier das Port in Jerusalem nannt wieder die letzte Person, wo wir von schrieben, dann, was er geheilt hat. Das wird auch nur dort, wo
wo er viele andere Wunder getan hat. Und das hier hat er hier eine Person geheilt. Und dann werden wir lesen, von wo er in Jerusalem nannkam. Und davon will ich uns aus Markus Kapitel 11, das 11. Kapitel, mehrere Versen von lesen. Und er sagt, als sie nu nur in Jerusalem kamen, also sie von Jericho kamen und nur in Jerusalem kamen, nu Bethphage in Bethanien, Olivenboy, schickt die zwei von seinen Jüngern. So, dat hier sie kommen, so hier sind sie in eng auf, in so auf von Jerusalem, und da holen sie vielleicht Stall. Wie ich verstanden habe, dass sie einen Stall geholt hier. Das sind ungefähr 3 Kilometer von Jerusalem. Da holen sie Stall und schickt Jesus zwei von seinen Jüngern und sagt am go nach das Dorf, dort verjüngend liegt, in Jod, wo je dort hingehen, wo je ein Fall angebunden fingen, wo noch keiner boven gereden haft. Leist dort los und bringt dort mir. Bringt dort her. So hier schickt er zwei von seinen Jüngern noch was. Und das sage ich nicht mal, wer das bei den Jüngern wären, aber in zwei Stück, was er sich wählen, die sollen gehen in das Dorf verend. Und seht da an, go in das Dorf, dort vergehen Licht und Fuß, wo je eine Eselin angebunden fingen, die ein Jüngling bei sich haft. Leist dort los und bringt das nicht mehr. Er bringt dort her. So, in Markus 11 sagt er sieht gut, in der Dorf, dort der vergehen Licht, und da war je ein Falm angebunden fing. Markus sagt nicht, dass das ein Esel war, dass das ein Buddha war. Aber Matthäus 21 sagt, dass da war ja eine Eselin angebunden fingen und ein Jüngling bei sich haft. Leist dort los und bringt dort her. Woran ich das von reden, da hier, dass dort ein Unterschied ist zwischen einem gewöhnlichen Jüngling, was da vielleicht ein Piet kann sein oder was immer, das wird ein Esel, was er sich Leute holen. Und du hast eine Meinung hinter das, warum er ein Esel sich gewählt hat. Das ist eine Bedienung hinter das. Alles, was Jesus einmal deut, was er abgeschrieben hat, das wird immer für eine Ursache, warum. Ein Esel bedient Demut und Frieden. So Jesus wird in Jerusalem angereden kommen auf einen Esel. So sie sollen sich gehen, das Esel holen von der Dorf, was verend wir. Und dann sagt er, und wenn ihn irgendwer fragt, warum die das tun, sagt er, der Herr will das brücken. Und wird das bald bare Träg schicken. Ich kann Ihnen vorstellen, wenn mal eins werden, die Jüngchen, die haben das Papier angebunden, zum Beispiel, und da kamen fremde Männer angegangen und dann nahmen das bloß, dass das losbringen und wollen das mitnehmen. Ich glaube, da würden wir auch sagen, hey, wachen ein bisschen. Das gehört gleich die. Das sind meine Papiere, was da jemand da. Würde vielleicht sogar Plätzen von sein, somebody will uns hier bestellen. Und das, was hier passieren wird in der Wirklichkeit. Also, wenn ihr eins fragt, warum jeder tun, sagt er, der Herr will das brücken. Das ist die Antwort, was die anderen sollen geben. Und dann wird er ein Bild bringen, drei schicken. Und dann sagt er in Vers 4, sie gingen und fingen ein Falm, büten auf die Gas, deren Pass angebunden und leisen dort los. Gleich das Jesus gesagt hat. Das sagt Vers Lukas 19, Vers 32 sagt, dass sie trafen dort durch Krieg so an, als angesagt wir worden. Dann trägt wir nur Vers 4, sagt, dass von den Menschen, die durch Stunden sehen, von den Menschen, die durch Stunden sehen, was du wir, dass jeder, die Frauen, was tue ich da, dass die dort Fallen loslesen. Und sie sehen an, was Jesus ihnen befohlen hat, und sie leiten ihn gehen. So sie früher nicht wieder, sie leiten ihn bis zum Frieden gehen. Eins die Menschen, die haben gehört zu sein, das wird eine beredene Sache, was Jesus auch berät hat, mit den Jahren, was das Esels da haben. So, da würde ich sie rannehmen, die würden zwei Stück kommen, sie würden das dann holen, und sollen sie bis sein, dass Jesus voll der Brot, dann würden die arbeiten. So eins gesagt, das wird eine beredene Sache, auch verrückt. Aber was ich sage, eins die Menschen, die Welt einmal proben, weich zu explain, wenn Jesus ein Wunder hat, wenn der eins verteilt sein, so, oh jo, das ist bloß wie ein Sohn oder wie ein Staat. Aber wenn Jesus wüsste, ob er das wird wählen und würde sich das rannehmen, das bedeutet wir. Das wird nicht eine beredene Sache, was er sich im Verrückt berät hat. Das wird bloß, er wüsste, er kann verab checken, wo sich das rannehmen. Das ist ein Wunder Gottes, ein von Jesus ist ein Wunder, was er da tut. Aber das einzelne Menschen wollen so dann proben, so zu merken, dass von, oh jo, das ist eine beredene Sache, du nimmst das heran. Und das ist ein Wunder, Jesus ist ein Wunder.
Dan sagt het in vers 7, als zij dat naar Jezus brachten, spreiden zij ihre Kleider über dort Falm en Jezus sah zich te bovenop. Also sie reden sogar ihre Kleider ab der Falm ableihen als ein Sodel. Das wird sein Sodel ab dessen Boden. Er lädt sich dann ab. Dann sagt er, viele Menschen spreiden ihre Kleider ab den Bach, andere hakten Blätter aus von dem Baum und spreiden die uit ab den Bach. Die vorabgingen, auch die herankamen, schrien, Hosiana, gesehen ist der im Herrn sein Namen kommt. Das Wort Hosiana, das meint Rat ans Nu. Sie schreien von weit auf, sie sagen, Hosiana, das meint Rat ans Nu. Sie verleiten sich ab ein Rat, was da wird kommen. Und ihr seht, Leute, Jesus wird in Jerusalem dann geredet kommen aus dem Kjennich, was wird raten von der Regierung, wo sie ungefähr, eine sehr strenge Regierung. Und sie fragen sich, nu würden sie mal eine andere Regierung haben. Jesus würde dann geredet kommen aus dem Kjennich, und er würde das übernehmen, dann würde er regieren. Aber weil er kam auch in Jerusalem dann geredet, aber von einer anderen Ursache, als sie sich festgestellt haben. Er kam aus dem Radar, dass sie das ewige Leben kriegen, für ewig. Eine viel bessere Radung, als wo sie sich verloren haben. Das wurde er dann kam. So, das wird auch im Verrückt beschrieben, gleich wollen sie das wieder annehmen. Nicht bloß, dass das eine beredene Sache wird, aber dass wir all die Propheten hatten von geredet, wo sich das wieder annehmen, wo Jesus wieder in Jerusalem dann geredet kommen. Der Schrift steht, was ich da in der Bulletin habe, was die Band haben in Zacharia, 9. Kapitel, Vers 9, sagt, das ist das. Fragt jünt Jeherig, die hier in Sion wohnen, lot jünt schrien, zu hören sein, die hier in Jerusalem sind. Horcht mal, jünt Kjennich kommt ne jünt, und er ist in alles gerecht, und merkt ihn frei. Er ist demütig und ritt auf einen Esel. Einfach auf einen jungen Esel. So, das hat der Prophet Zacharia all geschrieben. Das wird noch 100 Jahre vor, das, was geschrieben wird, als was das passieren wird. So, klar ist das passieren, das ist der Raum, nehmen, du musst das dort uitkommen willst, dass wir all verrückt gesagt, was das wird passieren. Und auch Jesaja beschreibt das auch, und sagt, am meisten steht, wo das geschrieben ist, wo es dort, was das annehmen, gleich ab so einem Bereich aus das. Und dann, als das ist betont wird, wo er in Jerusalem kam, sagt er in Vers 11, Jesus ging in Jerusalem nähen, als er ist betont wird, ging er in Jerusalem nähen, das ewige Eng, hat sich vielleicht der Faut oder Wort, und er ging in den Tempel, und er kijkt sich alles an, und will es all lot, wie ging, mit seinen 12 nach Bethanien. So, das wird nur auf einen Tag, das wird passieren, der 13. Tag, da kommen eine große Schar Menschen, die in Jerusalem kommen am Taub, und die schreien und loben und preisen und heuten am Willkommen und so weiter. Aber er ging in Jerusalem am Taub. Und er kijkt sich da alles an, sagt dort. Ich wundere, was er sich da ankicken, was er da sagt. Ich glaube, Jesus, der sagt das Wort, was ihm nicht gefallen hat. Da werden Dinge, was passieren, die im Tempel, was ihm nicht gefallen hat. Das sagt, den nächsten Tag kam er drei und ging weiter im Tempel. Und was er da? Er riemt ut, was er gesehen hat, was ihm nicht gefallen hat. Das sagt in Vers 15, Markus 11, Vers 15, als er in Jerusalem kam, also das wäre der nächste Tag, Samarias, ging er im Tempel nähen und fing an, die Rüte hier und die da kauften und verkauften. Und er schmiert die Geldbeutel ihre Taschen und die Düvenhändler ihre Bänken an. Johannes sagt, dass er flach sich in eine Pitch von streng und jucht die Assen und Schub mit der Schubtaub aus dem Tempel rüht. So er wird wirklich sehr verstanden, was er begegnet, was er sagt, das interessiert ihn nicht. Weil woran das passieren, dass so viele Händler beim Tempel wären, das ist, wo die Menschen sich begegnen. Die Menschen, die von weiten Breit kamen, die kamen dahin, dort wollen sie sich begegnen. Und die, die von weit aufgekommen sind, die hatten keine Gelegenheit gehabt, sich Tieren mitzubringen, weil sie so weit oft reisen. Da wurde eine gute Gelegenheit gewesen, die würde sich dann vielleicht verwundet sein und so weiter. Da würde nicht gut gewesen sein, um ein Opfer geben. Und deswegen wird es für uns sehr passend, dass sie sich da Tieren kaufen. Die können sich da Schub oder Düven kaufen, was immer dort wird, was sie wollen brauchen, zum Opfer. Und auch die werden Geldbeutel. Die Geldbeutel, die Ursache, wo am Döde werden, das wird, wenn sie kämpfen, so weit auf, einmal, sie haben nicht das rechte Geld, was sie können brauchen, zum kaufen, was ein viel zu kaufen, was von Tieren sie sich sollen kaufen. Ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen von wie
Wir sind für alle bekannt, wenn wir von Mexiko nach Kanada kommen und er steht vorne und dann müssen wir uns Geld anwechseln. Die Preise sind hier nicht zu brauchen. Und ich glaube, so wie das mit diesen Menschen, das Geld, von wo die kommen, einzig kommen, von so wie oft, die haben Geld, das wir nicht zu brauchen, hier beim Tempel zu brauchen. Was empfehlen denen, so sie mussten sich das antischen für das Tempelgeld. Und ich glaube, oftmals nur hier, wenn wir das mit studieren, dass das hier sich so, da haben vielleicht unabrechtig ein Geld gewechselt, haben viel weniger Geld gegeben, als was sie wirklich haben sollt. Und so wieder, und sie bestohlen und das wird passieren beim Tempel. Hier, dass wir eine gute Gelegenheit, dass sie hier hangen können, die Tieren, aber das soll nicht beim Tempel passieren. Das Tempel, der wird sozusagen, Jesus nannte das Gotteshus, Gottes Tempel. Das ist nicht, wo das Tempel gemerkt wird, dass sollen Schacharien angehen und so weiter. So, wenn ihr jetzt schmeißt, die Geldwechsler und die Düvenhändler und all die Bänken, die schmeißt die an und kielt mit der Pitchram und jucht alle raus. Er wird sehr verstanden mit, was der angehen wird. Er nannte sie haben eine Räberhall gemerkt von dem Tempel, was der angehen wird. Und dann ging er war am Tempel nähen und dort er wieder lehren. Und Vers 11 steht, dass als er lehrt, steht das nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt worden, aber hier hat er eine Räberheil dort gemerkt. Eine Räberheil. Was sind Räber? Ich habe mal als wir abwassen, ich glaube, wie dann einmal gesagt worden, Räber, dort wird es ein Mörder. Aber das sind zwei verschiedene Wehen, Räber und Mörder. Das sind Räber. Räber, das meint, das sind so, was der Robbing tun, was der Stehlen tun, was der unabrechtig handeln tun. So, sie haben dort eine Räberheil davon gemerkt. So heißt es aber, mein Haus soll ein Bethaus genannt sein, nicht eine Schacherie, wo sie wollen eine Schachers abstahlen und Menschen die proben zu bestehlen und so weiter. Und als das passieren, das sagt der nächsten Tag, wenn wir wieder gehen, eben den nächsten Tag, was dort passieren, das am Dienstag, das wird am Montag, und dann am Dienstag, die hohen Priester, Jesus ging von der Tränen im Tempel nennen, die lehren und so weiter, und das sagt auch, dass er verschiedene Wunder hat getan nach, der Titel sagt nicht gleich, was die Wunder wären, aber er lehrt und so weiter und sagt in Vers 18, der hohe Priester und der Schriftgelehrte Hirten dort und sagten eine Ursache am Amt zu bringen. So hier hatten den Verlangen, dessen Amt zu bringen, was hier angehen hier im Tempel, dass Jesus hier kam, so viel Wunder und lehren, sie hatten Angst, die würden da alles andrehen, die Lehre nicht respektieren, und die Weh nicht respektieren und so weiter, dass die Menschen, die würden sich alle an Jesus drehen. So sie waren sehr doll und unzufrieden über dem. Das sagt, dass sie proben und die Finger am Amt zu bringen. Aber sie hatten Angst, weil das ganze Volk sich über sie Lehren wundert. Da werden sehr viele Menschen, viel Volk, was daran Jesus wird, und die werden Jesus sieht, und die loben und preisen und sie wissen dort, die würden sich in der große Gefahr sein, wenn sie den würden anbringen für all die Menschen. So dort würde er nicht passend sein, wenn sie dort leiden. Aber sie sagten in Bach, wo sie den können anbringen. Und wie es das angehen wird, wir weten von der Geschichte, wo Judas Jesus verraten hat. Das sagt in Matthäus 26, 14, das hielt sich so vielleicht von euch für diese Zeit, als die Schriftgelehrten und die hohen Priester in Bach sagten, den Amt zu bringen. Judas war da vielleicht die Hirn, die kriegen haben, das sagt, dann ging einer von den 12, Judas Iskariot, und den hohen Priester und sagt, was wollt ihr mir geben, wenn ich an Jünd wird verraten? Und sie tollten am 30 Silberstecker. So hier wird Judas, der wird Geld hungrig. Er wird hier rund und Geld, er sagt, hey, wenn ich einen Bach fing, jeden wollen kann festnehmen, den anbringen, dass sie jeden Verlangen haben, was will ihr mir dafür geben? Und sie geben am 30 Silberstecker. Von ungefähr ein Lohn für einen Sklav. Das ist von ungefähr so viel, als ein Sklav kosten der Zeit. So viel geben sie an, und er wird balance den zu verraten für den Preis von einem Sklav. Sehr wunderbar, was ich dort nehmen dort. Und du wirst noch verschiedene mehr Dinge, was passieren durch die Weg. So ich will sagen, du wirst nicht genug Zeit sein, eins Mal hier über all die Dinge gehen, was da wären, als er einen Tag in Jerusalem rückging, und er hat da ein Busch, ein Feigenbaum, den er fluchen dort, und was der Inhalt erst davon, und das ist noch eine sehr interessante Lehre, aber ich will dort nicht übergehen. Aber dann gehen wir über vielleicht nur Donnerstag, wo Jesus ein Verlangen hat,
das letzte Mal mit seinen Jüngern taub zu haben, wo er das obenmal anführen deed. Und dann schickt er ein paar von seinen Jüngern, als er die 2 Jünger nur ein Dorf schicken deed, sollen das einen Esel holen, dann ist richtig gesagt, was von der Bunde, das Bieren von seinen Jüngern, was er schicken deed. Aber hier sagt er in Lukas 22, Vers 8, Jesus schickt Petrus und Johannes und sagt, sie sollen gehen und vor allem Rebmerken, dort Passalom zu eten. So hier nun Petrus und Johannes, sie sollen gehen, was Rebmerken vereint. Und sie sagten zu ihm, wo sollen wir dort gehen, Rebmerken? Das wird doch wohl gesehen, dass wir so sehr drauf in Jerusalem, wo wir in die Gelegenheit sein, dass sie eine große Stufe genug Rebmerken vereint, dass sie aus der Heimat seine Gänge, wo können dort Taub der Passalom eten. Und er sagt, wenn je in der Stadt hingehen, wo je einen Mann treffen, der eine Krug mit Wasser trägt. So viele Menschen servieren, niemand mag alle Menschen zu sein, da wird ein Mensch gehen, der wird eine Krug Wasser drehen. Den soll je rechten, den soll je herangehen. Und wo wollen die eine so eine Person dort finden? Nicht? Das wird meist allmählich sein, aber sie leiden dort. Er sagt, wenn je in der Stadt hingehen, wo je einen Mann treffen, der eine Krug mit Wasser trägt, go am heran, nur das Haus und dort der nennt. So, wenn ihr den herangehen und der wird in das Haus vorangehen, geht den heran und sagt ihm, der dort Haus eigent, der Meister lässt die fragen, wo ist der Gaststube, in der ich mit meinen Jüngern das Passalom eten kann. So hier auch bei der Jesus, der wisst hier bei der Wort, er wird Gott, aber er wird auch Mensch. Er wisst, dass gleich, was sich das dran nimmt, was da passieren wird. Er sagt, das Mann, der hat eine Gaststube, fragt dass die Stube rein zu merken verehrt. Und dann passiert es auch so, das wird reingemerkt für das Mal. Und wenn wir eben in Vers 14 sagt er, dass aus der Stunde kam, der Tiet, das wird, was Jesus will, das Passafast mit einem Taub haben, aus der Stunde kam, sah er in seinen Aposteln sich das, und er sagte an, ich habe ab ihrens ein Verlangen gehabt, mit jenen Taub, dort Passalom zu eten. Euer ich lieben mod. So hier sagt er dort, euer ich lieben mod. Der Tiet ist gekommen, wo er meist was man lieben. Aber euer das passieren, was er nach dem Verlangen mit ihren Taub, das Passalom zu eten. Und dann sagt er, ich sage Ihnen, ich will das nicht mehr eten, nicht weiter eten, bis dort in dort Gottesreich Verherrlichkeit geworden ist. Dann nimmt er das Kuffel und dankt dafür und sagt, nehmt dort und teilt ihn dort an. Und wir weten noch die Geschichte hier wieder, wo die von Lehr, wo er sich das Schaltück angebunden hat, und hat seine Jünger die Feit gewaschen, zu der Zeit jetzt, und sagt, sie sollen, er aus dem Beispiel, sie sollen dort auch tun, hat er sich die Mädchen, kriegst du, hat sich die Mädchen, die können nicht reden am Bruder, hier hat er sich die Mädchen und weiß, dass er willens wird, die Feit zu waschen nach. Und dann sagt er, ich glaube, das Beispiel, das die auch so tun. Dass die auch willens sind, untereinander so demütig zu tun. So ist er hat. So, das ist, was da passiert wird in dieser Zeit. Und dann ist dort ist der wieder, dass er das Passalom mit Enthaub gejäten, das Obenmul gehabt mit Enthaub, dann ging dort am Abend, war das Lothar, dann ging Jesus mit seinen Jüngern, er nahm sich ein paar von seinen Jüngern, ging in den Garten, jetzt zusammen hinein, um zu beten. Jesus geht mehrmals, was er in den Garten hineinging, aber nu wieder ab einem anderen Weg, eine besondere Ursache, warum er nu hier im Garten hineingehen wird. Und er nahm sich ein paar von seinen Jüngern mit und die sollen mit Enthaub gehen beten. Dann sagt er in Lukas 22, Vers 40, und als er da ging, seht er an, bet, dass die nicht in Versägung geraten. So halb läuft er nicht mit Enthaub, aber halb Stahl, sie sollen da beten, dass sie nicht in der Versägung geraten wollen. Und seht, und sagt er, und er trug sich von an ungefähr so wie drei aus einen Stein schmieden kann. Und knallt sich Hahn in Bett. In Lukas 22, Vers 42 sagt er, und dann sagt Futter, wenn du dort so wärst, dann nimm das Liedenskoffer von mir. Aber das soll nicht so werden, als ich will. Aber so, als du wärst. So wie können hier annehmen, dass das wird eine Zeit, wo Jesus vielleicht am ganz schwansten gelitten hat in seiner Lebenszeit hier ab Erden. Er wusste nicht gleich, was er vor am Leben hat. Er hatte seine Jünger gesagt, dass er würde mal sterben. Er hat alle
mehrmals auf mehrere Städten gesagt hat, er muss sterben und er will sein Leben machen geben, aber dann wird die Zeit noch nicht da. Nu wird es bedeutet, dass ich dichter wieder, das wird nu al, ich glaube, Donnerstag, nicht wie verstanden wird, Donnerstag so oben ist, danach, in der nächste Tag wird es sein, wo er will sein Leben geben, wo er muss die Sünden betonen für die ganze Welt. Und er hat das wirklich schwer. Und er nannte das wie ein Leidenskoffer, was er will durchgehen. Dann sagt er, fragt er seinen Vater, wenn das möglich ist, wenn ein anderer Weg ist, dann fragt er einen anderen Weg. Aber dann sagt er, das soll nicht so werden, als ich will. Da wird er noch weiter sagen, das soll nicht mein Willen. Und dann, wenn ich das auch alle mal durchgehen, ich werde bei dir durchgehen und alles, aber das soll nicht nur mein Willen nur gehen, sagt er, aber so als du was. In Johannes 12, Vers 27, da früh Jesus sogar, als er, vielleicht sollte sein, der Reich haben, das sogar zu Frauen. Er sagt, nu als meine Seele bedrängt, und was soll ich sagen? Vater, rat mich aus dieser Stunde, so dass nicht sein Vater sein Willen getan, sagt er, dann kam ein Engel vom Himmel und steigt an. Er wird hier ganz schwach. Er bet hier und er wird schwach geworden, weil er wird so traurig, was er vor am Legen leid. Das heißt, er grüßt sich hier wirklich fair, aber er wird uns das tun. Er wisst, was er verablegen leid, wenn er will sich geben aus das Land, was alle Sinnen wegnehmen wird. Was da wird nur herkommen, das wird das wird sein. So er wird bei uns das tun, aber am fällt das schwer. So hier seht ihr, Johannes, soll ich eben das Frauen, haken reicht das Frauen, sagt er, will es echt sein, das sei gekommen. Das ist, was ich in dieser Stunde angekommen sie. Und dann war dann in Lukas 22, Vers 45, sagt er, in seiner Todesangst bet er nach Ernster. Also er hat heel gebet, aber nu in seiner Todesangst bet er nach Ernster, sein Schweit wird so als große Bluttrappen, die auf die Erde fallen. Ich weiß nicht, es mal eins, wer hat das so schwer gehabt, dass er sogar gewöhnlich schweiten hat. Einmal hat er so schwer, und er hat die schwere Tiden, dass einem das vielleicht schwer fällt, und einem recht sogar schweiten hat. Aber Jesus sagt, er wird in der Todesangst, und er bet, und er wird so schwer und so ernst, dass er sogar große Bluttrappen schweiten hat. Ich weiß nicht, erst wirklich mehr ist zu sein, der Doktor sagt noch mal, das gibt so, wenn Menschen sehr durch sehr schwere Tiden gehen, dass das so, dass ich Blut durch ihre Haut drehen kann, dadurch. So schwer kann ein Mensch das haben. Und das, was Jesus hier passiert hat, ich weiß nicht, ist er wirklich Bluttrappen schweiten hat, oder ist das bloß so Quiddern, dass es Blut wird. Einzige sein, dass er so wo sich gequält sich schweit, dass wir das Bluttrappen. Aber was einmal das ist, so, er hat das sehr schwer, er sagt, das wird in seiner Todesangst. Und dann sagt er, als er vom Gebet abstund, und nur seine Jünger gingen, werden die in der Treue angeschlagen. Sie werden angeschlagen. Das sind wir danach, so war mein gewesen. In Matthäus schrift er auch, sagt, dann kam er nur seine Jünger und sagte an, will ihr noch einmal schlupen und Räven? Dann sagt er, seid, der Stunde ist hier. Sag ich, nicht check mal, die Zeit ist nur hier, das ist die Zeit aufgerannt für mich. Der Stunde ist hier, dass die Menschen sehen, in Sender ihre Hänge übergeben wird. Dann sagt er, steht ab, weil wir gehen. Der ist hier, der mich verraten hat. Also der mich verraten hat, er wisst das, der wird am Weichen, der ist nur hier. Er sagt, als er noch redet, kam Judas, einer von den 12, und mit ihm eine große Herde mit Säbels und Knappels. Säbels, das sind lange Maße, das ist mein Verstehen. So hat sich eine große Herde mit Säbels und Knappels entgegen. Von der ältesten und hohen Priester aus dem Volk geschickt. So, die werden geschickt nur an. Judas hier rang und checken, er wird in Hand leiten, wo das Jesus wäre. Hier werden sie nicht mal alle Menschen in Jerusalem, wo so viele Menschen wären, wo Jesus sozusagen beschützen werden und bewahren werden, wo sie nicht sich wehren werden, am Fass zu nehmen. Aber hier hat Judas gesagt, ich will die Hand leiten, wo er allein ist, wo nicht so viele Menschen sind, da will ich den in den Fass nehmen. Und sagt, die hohen Priester und die Ältesten, die schickten diese Herd Menschen mit Knappels und Säbels die Hand in den Fass zu nehmen. Matthäus 26, Vers 47. Und dann Vers 29 sagt er, und er kam, gelegt nur Jesus
En hij kwam gelijk naar Jezus en zei, mijn lieve meester. Dat is wat Judas nog te zien, meester, zei te Jezus. En geef hem een kus. Wauw, dat om te denken, waar hij zich heeft gewerkt, om nog gelijk aan te kijken. Hij kwam gelijk naar Jezus en zei, mijn meester, mijn lieve meester, en geef hem een kus. Maar wat zei Jezus te hem? Vers 5 zegt, Jezus zei te hem, vriend, te wat bist du gekomen? Hij nam hem hier nog maar zijn vriend te wegen. Hij zei, vriend, te wat bist du gekomen? Dan kwamen ze op en namen Jezus vast. En dan zegt dat Petrus kwam dan, wil hem hier, nu wil Petrus hem nog halten, eerst wieder angesloben hier, als hij, wie gesagt worden, hij zal beten. Nu kan Petrus wil Jezus hier beschützen. En hij nam zijn Maas eruit en snijdt een van de soldaten, wat er weer een Malchus, heet hij, een van de hoge priesters, zijn dienaar, hakte der Uhr af. Ich weiß nicht, was er vielleicht probiert, in seinen Kopf aufzuhaken oder nicht, hat vielleicht nicht getroffen, aber er hat in seine Uhr aufgehakt. Aber Jesus sagt, er soll sich Maß drei stoppen. Er sagt, glaubst du nicht, dass ich mir 12.000 Engel rauten über den Himmel, dass Gott mir nicht wird schicken zum Halten, weil mir halb fehlen geht? Seine Maß soll er nur drei stoppen. Nur Matthäus 26, Vers 53. So, ich glaube nicht, dass ich mein Vater daran beten kann und dass er mich wird vorz mehr als 12.000 Engel schicken. So, er hat genug halb zu kriegen, wenn er halb fehlen will. Wenn er will, dat anders durchführen, er nicht will durchgehen, er will besprochen, die Engel roten, Gott roten, der will die Engel schicken zum Halten. Aber er deed nicht, er wusste, das wird die Zeit, wo er gekommen wäre. Und er wird da uns da durchzugehen. Und was passiert hier, als Petrus dessen Soldat hat, sozusagen, Jesus sein Feind, der wird am Schoden probiert zu tun, wird am wohl festnehmen. Und er nimmt seine Uhr und heilen seine Uhr nach weiter. Das ist die letzte Heilung, was wir von schreiben, was wir fingen, was geschrieben, abgeschrieben ist, für seine Kreuzung. Er wird nach seinem Feind heilen. Er heilt seine Uhr nach, was Petrus aufgehakt hat. Und dann sagt er in Matthäus 26, Vers 57, sagt er, die Jesus festgenommen haben, leiden arm, nur den hohen Priester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und Alterstag taub werden. Und wenn wir das wieder studieren und lesen, dann wird uns gesagt, von einem Lehrer nur den anderen. Han drei gesagt, von einem nur dem anderen proben, eins was der fängt an denen, dass der eins schuld wird, was sie wollen fängt an dessen Jesus. Und sie fangen nicht. Sie fangen rein nicht an dem. Kriegst du aus der Lama, was da sollen geopfert werden am Passafast, da müssen die uns sagt, wenn jemand ankommen will, ein Lamm opfern, für am Passafast, da muss erst in einen Priester gehen und da muss da uns segnen sein, dass er keinen Fehler hat. So dass ihr soll sein, dass einmal, wenn er von weit auf reisen, dann einmal würden vielleicht Fehler kriegen, wenn sie weit reisen, vielleicht Handfallen oder was immer, dann würden er Wunden kriegen und dann würden er nicht angenommen sein wie der Priester. Würden sagen, das hat einen Fehler. So, das können wir nicht annehmen. Dann wieder eine bessere Gelegenheit, wenn sie dann den Leiber sich die kaufen, wenn sie in Jerusalem kommen, können sie sich die kaufen. Dann würde vielleicht eine bessere Gelegenheit sein, das würde ein fehlerloser Lamm sein, was sie würden können abführen, das würde angenommen sein. Und dann kriegst du wieder hier mit Jesus, am den sie auch wieder das Lamm, was geopfert wird für uns. Aber dort wird ja gesagt, von einem nur den anderen. Und zu guter Letzt sehen sie fangen keinen Fehler an. Lukas 3, finde ich, Vers 4, sagt, dann sagt Pilatus zum hohen Priester unter das Volk, ich fing keine Schuld an diesen Mann. Wie ein fehlerloser Lamm. Und das wird ein fehlerloser Lamm, der geopfert wird für die und für mich. Christus, 1. Petrus, der letzte Part, 1. Petrus 1, Vers 19 sagt, dass Gott das Lamm und dass keine Sinn oder Eierreichtigkeit hat. Wir nicht ein Amt fängen, wir ganz eierreichtig, fehlerloses Lamm. So, das ist, womit ich will
van dit reden, wat er passieren deed van ungefähr in de week, durch de week, voor zijn Kriegsjong. Dus ik zei, er zijn nog meer dingen, wat er beschreven zijn, aber wir wollen nicht Zeit haben, da alle übergehen. Aber mein Gebeten wünsche erst von wie vielleicht das kommende Werk, wollen an diese Dinge denken, was da abkommen wird, was da kommen wird, durch diese Werk, was kommt da? Stelle Freitag, weil wir uns erinnern von seinen Storben, von seinen Lieden vor uns, wo er gekreuzigt wird, wo er wird handgegeben aus der fehlerlose Lam, was hier unser Sache wir werden, für Freitag. So ich würde mein Verlangen erst, dass wir alle wirklich an die Gedanken durchdrehen, nur dort, durch diese Weg. Wir dann einmal, wir gehen in den Weg, der Lehn, ganz um Stelle Freitag, und vielleicht denken wir da einmal nicht mal an Worte zu kommen, wir. Der Weg für die Kriegsjung, was Jesus nach alles durchgehen hat. So, wenn wir an die Gedanken durchdrehen, ich will hier schließen mit dem, weil wir uns unser Herz noch nennen, haben Gebet. Gott, himmlischer Vater, wir haben unsere Gedanken dort, vor diesem Jahr 3 in Jerusalem, was passieren da, die viele Jahre 3, von wo du als Kjennich in Jerusalem nennt, aber nicht so ein gewöhnlicher Kjennich, was der Beruf ab uitgestromde Pietfleißer zu sein, in Städten nennt ihr das kommen aus ein Kjennich, Reit von Kirch, aber du kommst ab ein Buddha, ab ein Esel, demütig, aus ein Deiner, kommst du hineingereden, und baust die an, Kjennich zu sein, Radar zu sein, Erleiser zu sein. Du wirst der Hosianer, was sie schreien. Du wirst Radar. Gott, ich danke dir dafür. Help uns unsere Gedanken durchhand zu drehen, dass wir wirklich dankbar sein für was du für uns getan hast, wo du wirst gekommen, die unterbeiden, aus einem fehlerlosen Lamm, für uns, für unsere Sündenschuld. Keiner von uns kann das tun, wie wir alle fehlerhaftig. Keiner von uns kann sich handgeben aus dem fehlerlosen Lamm, was der Brücken deed, um unsere Sündenschuld zu betonen. Dankeschön dafür, Herr. Ich danke dir und bete, dass du unsere Gedanken wirklich durchdrehen, dass wir dort schätzen und dankbar sein für was du das, was wir zu kommen haben. In die Namen bete ich das. Amen.